Ja, grüß euch. Der Oellerer hat mir die Zirch her da mit der Bitte, dass ich es probiere und ihr ein Feedback dazu gebe, wie mir die gefällt. Und natürlich auch verbunden damit, dass ich ein Video damit mache. Das tue ich jetzt gerade. Es ist ein 5022er. Das Besondere ist, bei der muss ich jetzt, ich habe auf dem Discount die Binge-Stimme drin und auf der Bassseite Titelbach. Die Kombination ist beim Oellerer, soweit ich weiß, neu. Das Besondere bei der Binge-Stimme ist einfach, also Binge ist so ein italienischer, ich glaube, die dann nur Stimme optimieren und gar nicht selber machen. Weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, dass das so ist. Und die Binge-Stimmen sind extrem scharf, extrem präzise in der Ansprache. Und das kommt halt meiner Spielart natürlich sehr entgegen. Sie sind zwar dann teilweise, werden es fast ein bisschen dünn, aber das machen sie mit der Dynamik sehr gut wett. Also eine ganz besondere Stimmart, auf die muss man sich auch beim Spielen ein bisschen einstellen. Die Bässe herüben, da haben sehr viele ganz tiefe Bässe verbaut. Das tue ich jetzt bei BS als das eher eine Oktav höher bei ein paar, weil so ein Kontra F, Kontra Fis, glaube ich, ist das da unten. Das ist brutale Brummer, aber brauchen natürlich eine Zeit bis ansprechen. Und das ist, da die jetzt eher bei einer GCFB oder bei einer ADGC von mir aus noch eine. Bei BS als das lege ich eher Wert auf schnelle Ansprache, aber das ist eine reine Geschmackssache, das kann man so oder so machen. Was mir auffällt ist, die Zirch braucht extrem wenig Luft. Ich weiß nicht, warum das so ist, liegt es an die Bässe oder sind die Binge-Stimmen da spannender, da muss ich mal nachfragen. Ich habe bei jedem Little eigentlich so meine Platz, wo ich so ein bisschen kurz Luft hole. Und da ist mir aufgefallen, das tue ich mit der auch, aber da hätte ich eigentlich immer noch total viele Reserven. Mit was das zusammenhängt, das weiß ich nicht. Zumal der eigentlich mit den tiefen und doppelten Bässe, also die hat auf beide Reihen doppelte Bässe, da müsste halt eigentlich die Luft gerade so rauspfeifen, tut es offensichtlich nicht. Finde ich spannend. Was ich noch super finde vom Design her, die hat keinen Wampenschutz drauf und kein Bassleder. Das sind beide Sachen, die habe ich dick. Ich meine, das mit dem Wampenschutz, das lasse ich mir nur eingehen für Leute, die viel im Stehen spielen oder einer, der halt eine Wampen hat und dazu schwitzt. Da ist es natürlich gut, wenn man die Zirch davon fernhält. Das da herum ist für mich ein reiner Kontrollverlust, weil da verliere ich so viel an Direktheit, wenn ich da schiebe und drücke. Aber ja, wie gesagt, das ist auch Geschmackssache. Ich finde es gut, dass bei der Zirch nicht ist. Ich werde es jetzt wieder so machen, ich spiele ein paar Little mit der Zirch durch, schneide das wieder zusammen und da mich freuen, wenn ihr es drunter schreibt, was von dem Gerät da so hält. Und ja, dann packen wir so.